Wir Mönche sind nicht im Mittelalter hängen geblieben. Wir versuchen, mit der Zeit zu gehen. Der heilige Benedikt hat vor 1500 Jahren gesagt, jeder Mönch soll sein Schreibtäfeli haben. Heute haben wir Mönche unsere Handys. Viele Menschen stellen sich das Leben im Kloster sehr traurig vor. Sie meinen, wir verzichten auf alles, was Spass macht. Aber niemand von uns wird dazu gezwungen, Mönch zu sein. Wir sind alle freiwillig im Kloster. Und wenn man bewusst auf etwas verzichtet, dann ist das doch der grösste Ausdruck der Freiheit. Auch im Kloster herrscht keine heile Welt. Dass es im Kloster einmal dazu kommt, dass die Fetzen fliegen, das ist Teil unserer Realität. Das ist überall so, wo Menschen zusammenleben. Mönche beten nicht den ganzen Tag. Zwar sollte das Gebet im Mittelpunkt stehen von unserem Tag, aber auch wir Mönche müssen arbeiten, um das Kloster zu unterhalten. Auch wir kennen Sitzungen, Besprechungen, manchmal sogar Terminkollisionen. Und manchmal müssen wir sogar durch unsere Klostergänge rennen. Ja, Mönche sind erfinderisch und wir sind auch stolz darauf. Ohne Mönche gäbe es vieles nicht. Was wäre die Welt zum Beispiel ohne Bier? Mönche haben komische Frisuren. Ich hoffe, dass meine Haare einigermaßen passabel sind für das Fernsehen. Viele Mönche müssen sich keine Tonsur schneiden lassen. Sie haben eine natürliche Version, die Glatze. Viele meinen, ein Mönch darf keinen Kontakt zu Frauen haben. Das stimmt nicht. Als Mönch haben wir keine Beziehungen im klassischen Sinn zu Frauen, aber sehr wohl Freundschaften. Und gerade die sind für uns sehr wichtig. Natürlich gibt es schwule Mönche, das ist auch normal. Aber wie alle sind auch sie dazu berufen, ehelos, keusch zu leben. Wir sitzen also alle im gleichen Boot. Seit einigen Jahren ist es ein grosses Vorurteil, dass alle Mönche pädophil wären. Das stimmt sicher nicht. Wir haben das dunkle Kapitel in unserer eigenen Klostergeschichte aufgearbeitet und sind durch das natürlich auch sensibler geworden. Wir setzen alles daran setzen, dass sich das nicht wiederholen kann. Ich bin dankbar, Mönch dürfen sein, das besondere Leben zu führen. Ich wünsche, dass alle ihren Ort finden, wo sie daheim sein können, wo sie Menschen haben, wo sie schätzen. Kurz, dass sie einen Ort haben, wo sie ihre Berufung leben können.